Hallo zusammen, da ist Lili, eure Märlifee. Heute aus dem Häuschen von der Frau Holle. Ich habe euch nämlich die Geschichte von der Frau Holle mitgebracht, von den Gebrüder Grimm. Eine Witwe hat 2 Töchter. Davon ist die eine schön und fleissig, die andere hässlich und faul gsi. Sie hat aber die hässlich und faul, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber als die andere. Die musste alle Arbeit machen und das Aschenputtel im Haus sein. Das arme Mädchen hat sich täglich auf der grossen Strasse beim Brunnen hinsetzen und hat so viel am Spinnrad spinnen, dass ihm das Blut über die Finger gelaufen ist. Jetzt hat sich zugetragen, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da hat sie sich damit im Brunnen gebückt und hat sie abwaschen. Da ist ihm aber die Spule aus der Hand gesprungen und runtergefallen. Es hat prieket, ist zu der Stiefmutter gesprungen und hat ihm von dem Unglück erzählt. Die hat aber so heftig geschumpfen und ist so unbarmherzig gewesen, dass sie gesagt hat: «Du hast die Spulen runterfallen lassen, so hol du sie jetzt auch wieder rauf.» Da ist das Mädchen zurück zum Brunnen gegangen und hat nicht gewusst, was es anfangen soll. Und in seiner Herzensangst ist sie in den Brunnen hineingesprungen, um die Spulen wieder zu holen. Sie ist ohnmächtig geworden. Und als sie wieder verwacht ist, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne geschonen hat und viele tausende Blumen gestanden sind. Auf dieser Wiese ist es weitergegangen und ist zu einem Backofen gekommen, der voller Brot war. Das Brot aber hat gerufen: «Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon lang ausgebacken.» Da ist es angegangen und hat mit dem Brotschieber alles nacheinander rausgeholt. Dann ist es weitergegangen und ist zu einem Baum gekommen. Der war voll von Äpfeln. Und der hat ihm zugerufen: «Ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.» Da hat es den Baum geschüttelt, dass die Äpfel runtergefallen sind, als würde es regnen. Und sie schüttelt, bis keiner mehr oben war. Und als alle zu einem Haufen zusammengelegt hat, ist es weitergegangen. Endlich ist es zu einem kleinen Haus gekommen. Da hat eine alte Frau rausgeschaut. Weil sie aber so grosse Zähne hatte, ist es am Mädchen ganz Angst geworden und sie wollte fortspringen. Die alte Frau hat ihm aber nachgerufen: «Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich machen willst, so soll es dir gut gehen. Du musst aber Acht geben, dass du mein Bett gut machst und fleissig ausschüttelst, damit die Federn fliegen. Dann schneit es auf der Welt. Ich bin Frau Holle.» Weil die Alte ihr so gut zugesprochen hat, so hat das Mädchen sich ein Herz gefasst und eingewilligt, sich in ihre Dienste zu begeben. Es hat alles zu ihrer Zufriedenheit besorgt und das Bett immer gewaltig ausgeschüttelt, so dass die Federn wie Schneeflocken umeinander geflogen sind. Dafür hat es ein gutes Leben bei ihr gehabt. Kein böses Wort und alle Tage Gesotnigs und Bratnigs. Nachdem es eine Zeit lang bei der Frau Holle war, ist es traurig geworden und hat am Anfang selber nicht gewusst, was ihm gefehlt hat. Endlich hat es gemerkt, dass es Heimweh ist. Obwohl es ihm da unten viel tausendmal besser gegangen ist als die Hei, hat es Verlangen nach die Hei gehabt. Endlich hat sie zu der Frau Holle gesagt: «Ich habe den Jammer für die Heimen bekommen. Und wenn es mir da unten auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder rauf zu meiner Familie.» Frau Holle hat gesagt: «Es gefällt mir, dass du wieder heim möchtest. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selber aufbringen.» Sie hat sie bei der Hand genommen und vor ein grosses Tor geführt. Als das Tor aufgegangen ist, das Mädchen gerade drunter gestanden ist ein gewaltiger Goldregen auf sie herabgefallen und alles Gold ist an ihr hängen geblieben.
so dass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du überkommen, weil du so fleissig bist, hat Frau Holle gesagt. Hat ihm die Spule wieder zurückgegeben, die ihm im Brunnen runtergefallen ist. Daraufhin ist das Tor verschlossen worden. Und das Mädchen war wieder oben auf der Welt. Nicht weit weg von seiner Mutters Haus. Und als es auf den Hof kam, ist der Hahn auf dem Brunnen gesessen und hat gerufen: «Kikiriki! Unsere goldene Jungfrau ist wieder hier!» Da ist sie hineingegangen zu seiner Mutter. Und weil es so mit Gold bedeckt angekommen ist sie von ihr und der Mutter und der Schwester gut aufgenommen worden. Das Mädchen hat alles erzählt, was ihm begegnet ist. Und als die Mutter gehört hat, wie sie zu diesem grossen Reichtum gekommen ist, hat sie für die andere hässliche und faule Tochter das gleiche Glück gewählt. Sie hat sich jetzt auch am Brunnen setzen und spinnen. Und damit die Spule blutig geworden ist, hat sie sich in den Finger gestochen und die Hand an der Dornenhecke gestossen. Dann hat sie die Spule in den Brunnen hineingehauen und ist gerade selber hineingesprungen. Sie ist wie die andere auf die schöne Wiese gekommen und ist auf dem gleichen Weg weitergegangen. Wo sie zum Backofen gekommen ist, hat das Brot wieder geschrauen. «Ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.» Die Faule hat aber gesagt, da hätte ich Lust, mich dreckig zu machen, und ist fortgegangen. Bald ist sie zum Äpfelbaum gekommen. Der hat gerufen: «Ach, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.» Sie hat aber gesagt: «Du kommst mir grad recht, es könnte mir noch einen auf den Kopf fallen», und ist weitergegangen. Wo sie zum Haus von der Frau Holle kam, hat sie keine Angst gehabt. Sie hat ja schon von diesen grossen Zähnen gehört und hat sich gerade in ihren Dienst begeben. Am nächsten Tag hat sie sich noch Gewalt angetan, war fleissig und hat der Frau Holle gefolgt, wenn sie ihr etwas gesagt hat. Denn sie hat an das viele Gold gedacht, das sie bekommen würde. Am zweiten Tag hat sie schon angefangen zu faulenzen. Und am dritten Tag hat sie am Morgen schon gar nicht mehr aufstehen. Sie hat auch das Bett von der Frau Holle nicht gemacht, wie sich's gebührt hat. Und hat es nicht geschüttelt, dass die Federn aufgeflogen wären. Da ist Frau Holle bald müde geworden und hat ihren Dienst aufgekündigt. Die Faule war aber wohl zufrieden und hat gemeint, jetzt würde der Goldregen kommen. Frau Holle hat sie auch zu dem Tor geführt, aber wo sie drunter gestanden ist, da ist anstatt Gold ein grosser Kessel voll Pech ausgeschüttet worden. «Das ist zur Belohnung für deine Dienste», hat Frau Holle gesagt und das Tor zugemacht. Da ist die Faule heimgekommen, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. Und der Hahn auf dem Brunnen hat, als er sie gesehen hat, gerufen: «Kikiriki! Unsere dreckige Jungfrau ist wieder hier!» Das Pech aber ist fest an ihr hängen geblieben und hat, solange sie gelebt hat, nicht mehr abgehen. Ja, so ist es doch ein bisschen anders gekommen, als sie sich vorgestellt hat. Sie hätte vielleicht doch ein bisschen fleissiger müssen sein. Ich hoffe, die Geschichte von der Frau Holle hat euch gefallen. Es hat noch mehr schöne Märchen auf dem Kanal. Schaut und hört doch einmal rein. Ich würde mich freuen. So, jetzt muss ich auch noch die Decke fest ausschütteln. Es ist zwar schon Frühling, aber wer weiß, vielleicht kommt noch die eine oder andere Schneeflocke. Nachher gehe ich zurück in den Märchenwald, um zu schauen, ob ich weitere schöne Geschichten für euch finde, die ich euch das nächste Mal erzählen kann. Und bis dann sage ich Tschüss, eure Lili.